Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, Leute, vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wie ihr es gerne möchtet. Morgen spielen wir in der Champions League unser erstes Spiel gegen Manchester United. Und daher möchte ich jetzt mit euch zusammen hier mal die Kommentare nach dem Spiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen zusammen aufarbeiten. Ja, bevor wir loslegen, erstmal vielen, vielen lieben Dank an Claude und Marco, die beide bei Kofi Mitglieder geworden sind. Vielen lieben Dank euch beiden. Und an Ralle Mir, der ein neues Mitglied auf meinem YouTube-Channel ist. Auch da vielen lieben Dank. Und natürlich auch an alle Mitglieder, die bereits Kanalmitglied auf YouTube sind. Leute, vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein. Wir haben ein paar Kommentare. Ich bin selber gespannt. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Wir werden mal sehen. Bewertungen sind ja teilweise, zumindest auf die Pressekonferenz, so ein bisschen verhalten. Ich bin gespannt. Könnten wir ein paar lustige Kommentare bei sein. Heißt, wir könnten wieder ein bisschen Spaß haben. Gut, fangen wir mal an. Nach dem Spiel, meine Spielanalyse oder meine Meinung war ja diesmal ein bisschen emotional, ja, aufgrund der doch sehr komischen Schiri-Entscheidungen auf beiden Seiten. Naja, gut. Gehen wir mal rein, mal gucken. Ich denke, da werden noch mal ein paar Erinnerungen hochgekocht. Ich wusste es. Als ich die 5 Minuten gesehen habe, wusste ich, dass wir noch eins kriegen. Unabhängig, ob das jetzt ein Voll war oder nicht. Wir kriegen es schon seit Monaten, Jahren nicht hin, ein knappes Ergebnis nach Hause zu fahren. Leimer heute unglaublich Weltklasse, ansonsten bin ich immer noch komplett sauer. Ja, dem stimme ich zu, seitdem Nagelsmann da ist oder da war, haben wir die Fähigkeit verloren, einfach mal ein Spiel über die Zeit zu schaukeln. Ja. Wenn der Gegner nochmal alles nach vorne wirft, dabei ist es Wurst, ob es Leverkusen, Bochum, sonst wer ist. Tun wir uns super schwer. Wir haben halt einfach keine Absprache, keine Koordination da hinten. Deswegen ja auch immer mein Plädoyer für die Licht da hinten drin, dass du wenigstens einen hast. Wenn du schon keinen Sechser hast, der das irgendwie versucht, in solchen Phasen dann da für Ordnung zu sorgen, hast du wenigstens vielleicht einen, der versuchen kann oder der die Viererkette in Ordnung halten kann, ja. Und wenn derjenige spielt und Leistungsträger ist, so wie es letzte Saison war, kann er sich halt auch mal das Recht rausnehmen und mal die Sechser da oder den Sechser dann auf der Position mal ein paar Takte zu sagen in solchen Phasen. Das haben wir nicht, ja. Wir haben aktuell keinen Anführer in der Abwehr und das sehe ich auch als großes Problem an, ja. Und das ist auch das Problem, warum das so ist, wie es ist, die letzten Monate. Minjay hat zweimal gerettet, einmal als Upa vom Bonifaz vernascht wurde, getunnelt, aber mit dem Fehlpass hat er die Leverkusener stark gemacht. Da hast du leider recht. Gnabry muss raus, Tell rein mit dem Jungen. Das Tor ganz stark vorbereitet, bin voll deiner Meinung, dass das Spiel wegen Minjay und vor allem Kimmich gekippt ist. Da wurden wir leider wieder unsicher. Mir hat vor allem gefallen, Kimmich raus und Goretzka mit Leimer im Mittelfeld. Leimer muss immer spielen, Muserna fummelt mir zu viel. Also ab auf die Bank und Müller rein, so kommt der Junge vielleicht wieder zurück auf die Erde. Zu eigensinnig, Kane wird zu wenig eingesetzt. Ja, dem kann ich komplett zustimmen. Da brauche ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Vielleicht zu Minjay. Ja, also nochmal, defensiv macht er eine gute Rolle, auch wenn er da auch 1-2 komische Zweikämpfe im Spiel davor, 1-2 komische Kopfballduelle. Aber er versucht dann den Spielaufbau irgendwie, weiß ich nicht. Kann ich irgendwo verstehen, ja. Aber ich habe noch nicht einen Ball gesehen, der mal angekommen ist. Ja, wenn er da irgendwie so ein Risikoball spielt. Die sind immer weg und immer wird's dann gefährlich. Und immer spielt man den Gegner damit in der Karten. Auch das nach vorne rennen, wie so ein Bekloppter, so Lucio-mäßig. Ja, sympathisch, wenn wir hinten liegen oder sowas, kann ich das alles verstehen. Aber nicht, wenn wir noch nicht mal mit einem vernünftigen Sechser spielen. Ja, dann war auf einmal nur noch Opa da. Der war der einzige Innenverteidiger, der da war, weil Minjay vorne war und kam dann auch nicht wieder schnell genug nach hinten. Also ja, da ist Verbesserungspotenzial da und wie gesagt, ich mag ihn. Ich denke, er hat auch Qualität, die uns weiterhilft. Aber nochmal, ich plädiere für De Ligt einfach, weil wir da hinten einen Abwehrchef brauchen. Thema Musiala.
Ja, aktuell viel zu eigensinnig. Ich weiß nicht, ob er aktuell allen irgendwie was beweisen will. Ich denke, er muss keinem was beweisen. Wir wissen alle um seine Qualitäten und er muss einfach wieder eine gute Mischung finden, ja. Von dem sich durchfummeln, sich durchsetzen und aber auch mal die Mitspieler einsetzen, was in den letzten Spielen halt gar nicht passiert ist, ja, dass Mitspieler eingesetzt wurden. Also da muss er wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen. Für mich Musiala rennt zum Tor, Hofmann rennt raus, Davies macht einen Schritt, keinen Tritt. Musiala macht keine Show, aber wenn, muss man beide gehen. Ja, sehe ich genauso. Ähm, Davies macht einen Schritt, kein Tritt. Ach, kein Tritt, Fiemann kann helfen. Ja, na klar, war ein Kontakt da, das streitet ja gar keiner ab. Aber der Hofmann dreht sich schon vorher rein, er wartet nur auf den Kontakt. Da müssen wir noch nicht drum herum reden. Ja, na klar, am Ende des Tages spielt es keine Rolle, es war ein Kontakt, kannst du pfeifen, Punkt. Gar kein Thema. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Muss Fonsi ein bisschen geschickter machen, fertig. Wenn man das Ding aber pfeift, muss man auf der anderen Seite den Kontakt bei Musiala auch pfeifen. Punkt. Nur weil Musiala nicht die Show abzieht, die der Hofmann abgezogen hat. Ja. Da muss man sich nicht wundern, wenn demnächst wieder alle Spieler solche Shows abziehen. Also wenn Tell gegen Menu seine Chance von Anfang an über links außen bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn Tell gegen Menu nicht seine Chance, meinst du bestimmt. Gutes Spiel von beiden Mannschaften. Schade, dass Kane die 100%ige nicht gemacht hat zum 3-1. Naja, er hat alles richtig gemacht. Radetzky hat gut gehalten mit dem Fuß noch raus, ne? So, ansonsten ist Kane halt aktuell einfach bei uns leider noch nicht wirklich vernünftig ins Spiel eingebunden. Gehe davon aus, dass das Zusammenspiel Sané-Leimer noch besser wird. Denke, er ist das Hinterherlaufen kaum noch gewohnt, da ja sonst Mazrui und Pavard auf der Seite waren. Nus zieht ja oft eher in die Mitte und Pavard generell nicht stark nach vorne. Noch dazu sind wahrscheinlich kaum eingespielt, weil sie vermutlich kaum Trainingseinheiten in der Kombination hatten. Das wird sicher noch besser. Joa, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Wie gesagt, es war halt so ein bisschen... Aber generell ist das unter Tuchel nicht unser Spiel, dass wir die Grundlinie runtergehen und flanken. Warum auch immer, I don't know. Aber unser Spiel unter Tuchel ist genau wieder, wie es unter Nagelsmann teilweise war. Alles zieht in die Mitte. Ja. I don't know. Unter Nagelsmann konnte man das noch irgendwo verstehen, weil wir keine neuen hatten. Keinen richtigen Abnehmer, aber den haben wir jetzt. Also, ich weiß nicht, wann ich mal eine Flanke gesehen habe auf dem Harry Kane. Also gegen Leverkusen nicht einmal. Ja. Wenn dann bei einer Ecke, aber ansonsten gab es keine Flanke auf dem Harry Kane. Müller hat es mal versucht, ja, so aus dem Halbfeld raus. Aber das ist halt eine Waffe, die wir uns selber berauben. Ja, klar, wir haben die Spieler, die reinziehen können, die 1 gegen 1 gehen können. Das können sie aber auch an Außenlinie. Ja, da muss auch einfach eine gute Mischung her. So. Man kann ja reinziehen, aber man muss ja nicht immer 100% aller Dinge reinziehen. Mach doch mal 50%, haust du mal eine Flanke raus und bei 50% ziehst du rein. Ist doch auch noch mal ein bisschen unberechenbarer für den Gegner. Aktuell kann der Gegner sich komplett auf uns einstellen. Nee, wir haben vorne, sehe ich genauso, bisher, also da war das Kombinationsspiel unter Nagelsmann besser. Ich meine, wo Müller da war, Müller hat 1-2 Mal versucht, das Spiel schnell zu machen. Das ist ja, was ich sage, Kane ist 0 eingebunden. 0. Der wird gefühlt komplett ignoriert. Ja? Warum der überlegt euch, stellt euch mal vor, der wäre ins Spiel integriert. Ja, der hat so schon 4 Tore gemacht. Alter. Ja. Also das Spiel ist absolut 0 auf den Kane zugeschnitten, 0 auf ihn ausgelegt. So Musiala zum Beispiel ignoriert jeden Mitspieler da vorne. Und Sané ist auch viel zu eigensinnig, obwohl er aktuell gute Form hat und dadurch die Qualität hat und die Dinger teilweise auch macht. Der Einzige, der da vorne nicht so eigensinnig war, war der Müller. Ja, deswegen ist der Müller auch so ein bisschen rausgestochen. Ja, also da muss irgendwie, weiß ich nicht, ich hoffe, das kommt jetzt mit den Wochen halt einfach, ne? Dass sich noch ein bisschen besser darauf einstellen und dass man Kane einfach mit besser einbezieht. Ich meine, man sieht, was er kann am Ball, Alter. Ist ja auch nicht so, dass er der super Eigensinnige ist. Er legt ja auch vor, weicht nach außen aus, haut mal eine Flanke rein und so weiter. Also ich denke, mit dem Kane kannst du auch schon ein Kombinationsspiel aufziehen. Kann ich zu 90% unterschreiben, habe mir die ganze Zeit gedacht, warum er Tell nicht für Gnabry bringt, der war heute unterirdisch. Wie so oft. Nebenan, De Ligt ist ihm eventuell zu langsam. Die Passquote in einer Top-Mannschaft nicht würdigt, da hat mir der
Gegner teilweise besser gefallen. Gut, unser Stellungsspiel hat das auch begünstigt. Davis war ja nie wirklich gut in der Defensive, er hat das mit seiner Schnelligkeit kompensiert, aber auf der anderen Seite halt dann auch ein Frimpong mit vergleichbarem Speed. Ich lese erstmal vor. Ich wusste immer, dass Leimer bei uns einschlagen wird. Er hat meines Erachtens nach das Bayern-Gehen Hammer, wie sich der reinhängt. Sané hat jetzt mal einige Spiele keinen totalen Hänger mehr. Hoffentlich bleibt das so, aber er hat seine Leichtigkeit von früher verloren. Dieses super Timing im direkten Duell und er hat halt immer noch diese Probleme mit dem zweiten Bein. Da könnte er von Kane etwas lernen. Tell war heute wirklich gut, finde ich. Er hat mehr Einsätze verdient. Musiala hat schon immer diese Tendenz, da ist der Trainer gefragt, wenn man so etwas macht, dann halt in den letzten Metern, um die Abwehr auszuhebeln, aber nicht schon im Mittelfeld. Gut. Fangen wir mal an. Ja, gut, bei Taylor Gnabry sind wir einer Meinung. Wie gesagt, Gnabry ist für mich durch, Leute. Ja, ja, er hat letzte Saison gegen Ende hat er 3 gute Spiele gemacht. Da hat er uns ein bisschen den Arsch gerettet. Davor war er unterirdisch und er ist jetzt auch wieder unterirdisch. Also ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum jeder Trainer immer wieder auf ihn setzt. Es ist ja nicht so, als hätten wir keine Alternativen. Und ich denke, wir haben gesehen, so ein Tell, der einfach ackert, Gas gibt, Feuer macht, tut uns gut, selbst wenn er auf Außen spielt. Also, eigentlich gibt's da keine zwei Meinungen. Die Passquote, ja, die ist im Moment sehr schlecht bei uns. Ja, muss man ganz klar so sagen. Aus der Innenverteidigung heraus, aus dem defensiven Mittelfeld heraus, sobald der Gegner ein bisschen presst, ein bisschen Druck macht. Ist aber auch bedingt, dass wir keinen Spieler haben. Auf der 6 können wir wieder anfangen, die Diskussion, der mal eine Drehung macht. Leimer, wo der auf der 6 gespielt hat, hat es 1-2 Mal gemacht. Ja. Hat dadurch dann den Raum gehabt, hat 2 Leute stehen lassen. Das sind Sachen, die wir beim Kimmich nicht sehen. Wir müssen jetzt wieder kein Kimmich-Bashing machen, ist einfach nicht seine Spielweise, alles gut. Ja, das sind halt so die Probleme, die wir haben. Und die haben wir ja nicht erst seit gestern. Tuchel hat ja auch nicht umsonst eine 6 gefordert. Davis war nie wirklich gut in der Defensive. Da stimme ich dir zu. Er hat schon immer Flanken zugelassen, aber aktuell ist noch ein bisschen mehr Fehleranfälligkeit bei ihm da, wie ich finde. Also er lässt jede Flanke zu aktuell. Ja, wenn, keine Ahnung, er mal einen Ball verliert vorne oder ein schneller Spieler über rechts kommt, dann macht er mit seinem Tempo einiges weg. Das hat er schon immer gemacht, da ist er stark. Aber sobald wir mal ein bisschen tiefer stehen und er irgendwie einfach mal eine Flanke verhindern soll oder sowas, grausam. Wirklich grausam. Habe ich auch gesagt, dass ein Leimer bei uns einschlagen wird. Er hat meines Erachtens das Bayern gehen. Ja, I don't know. Ich finde es immer schwierig, beziehungsweise es ist traurig, dass ein Leimer durch seinen Einsatz und seinen Kampfgeist so heraussticht in dieser Mannschaft, oder? Da sollten wir uns mal hinterfragen. Weil diese Einstellung, die der Leimer zeigt, oder auch ein Tell beispielsweise, sollte ein Kimmich, ein Goretzka, ein Gnabry immer zeigen, sind unsere deutschen Nationalspieler, Führungsspieler. Und du siehst das einfach nicht von denen. Ja. So. Und trotzdem sitzt ein Leimer erstmal auf der Bank und die spielen trotzdem immer. Sehr schade, auch ein Mats Rui zum Beispiel, kann sich da auch ein Beispiel dran nehmen, ja. Ich meine, Sané lassen wir mal außen raus, der versucht es ja aktuell. Ja. Schwierig. Was natürlich nicht den Leimer jetzt schmälern soll. Ich habe von vornherein gesagt, dass das eine Maschine ist. Und dass er auch ins Mittelfeld gehört und als rechter Verteidiger verschenkt ist, meiner Meinung nach. So, Musiala hatte immer die Tendenz, naja, Musiala hat im Mittelfeld sonst auch, ja, hat er 1, 2 stehen lassen, hat dann aber den Ball gespielt. Ne? Und hat nicht jetzt, wie jetzt ist es so ungefähr gefühlt so, ja, ich kriege einen Ball 10 Meter hinter der Mittellinie, ich versuche jetzt einfach bis in den 5-Meter-Raum zu dribbeln und das Ding einzuschieben. Es ist mir egal, ob links oder rechts jemand frei steht, es ist mir einfach scheißegal. So ist aktuell irgendwie das Feeling, was man von Musiala kriegt. Auch vorne, wenn er den Ball dann mal am 16er kriegt oder so. Ach, ist mir egal, ich versuche mich einfach durchzudribbeln, wenn da 8 Leute stehen. Dass er die Qualität hat, gar keine Frage. Ja, aber er muss wieder den Mix finden. Ne? Wann mache ich das? Wann spiele ich den besseren Spieler an? Jo, ich habe einen Stürmer, Harry Kane heißt der.
Den sollte man vielleicht dann auch mal sehen und vielleicht auch mal einsetzen. Ja. Nochmal, Harry Kane ist ja auch nicht der Art Stürmer, der sagt, ja, ich bin total egoistisch und knall das Ding einfach drauf, auch wenn ein Gegenspieler, ein Mitspieler besser postiert ist. Nee, dann kriegt Musiala den Ball auch zurück. Man könnte auch mal einen Doppelpass spielen. Ja? Man könnte mal ein bisschen Kombinationsspiel da vorne spielen, aber das sehen wir aktuell alles nicht. Ein gerechtes Resultat, sehe ich genauso. Zum Schiri sagen wir nichts, ist auch richtig so. Ich fand Opa richtig gut, immer voll dagegen gehalten, weiter so. Kimmich war laut Tuchel nur für 60 eingeplant. Ja, das haben wir aus der Pressekonferenz gelesen. Davis muss leider auf die Bank, sobald Rafa fit ist. Ich gehe auch ganz ehrlich davon aus, dass es so kommen wird. Ja, also seine defensiven Leistungen sind aktuell eines linken Verteidigers nicht würdig. Ich kann mir vorstellen, dass er einen weiter nach vorne geht, dann eventuell. Aber gut, da ist ein Gnabry. Ja, wenn noch nicht mal Zentell bei den Leistungen, die er bringt. Aber wir werden sehen, wir wollen mal nicht vorhergreifen. Für morgen gegen Manchester United. In meinem Taktikfuchs, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wird ein Tell auf links auflaufen. Aus neutraler Sicht, das war ein sehr gutes Bundesligaspiel, Remis gerecht, wobei ich Leverkusen sogar etwas besser sah von den Chancen und Spielaufbau. Da muss ich leider widersprechen. Spielaufbau gebe ich dir recht, fand ich Leverkusen auch ansehnlicher wie uns. Die klareren Chancen hatten aber wir. Leo gefällt mir immer besser. Klar hat er auch seine Schwächenphasen im Spiel, aber der Drang nach vorne Richtung Tor ist einfach geil. Leo macht es im Moment gut. Ja, bin ich komplett bei dir. Nach vorne sowie auch nach hinten, wenn es sein muss. Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Noch ein Tipp zum Kim. Er braucht Spielzeit und Vertrauen, um sich an Bayern anzupassen. Wenn ein Trainer ihm was sieht, muss er ihm Vertrauen geben. Er hat Luft nach oben, aber man merkt, dass er ein guter ist. Ja, ich denke, das Vertrauen kriegt er ja gerade, sonst würde er mit den Leistungen nicht spielen bei uns. Ja, gebe ich dir recht. Irgendwo, dass er natürlich Spielzeit braucht, um sich zu gewöhnen, aber ich denke, er kann sich auch erstmal 2 Monate im Training an das Team gewöhnen. Ja, klar, so ein Spiel ist immer noch was anderes, aber wir spielen aktuell ohne einen Organisator der der Viererkette hinten. Ja, da ist kein Abwehrchef da. Und das sieht man, meiner Meinung nach. Was jetzt nicht gegen Kim sprechen soll oder so. Ja, ich denke auch, er hat Riesenpotenzial. Das zeigt er auch. Habe ich ja schon oft genug gesagt. Aber ja, diese Fehlpässe und ja, man kann nicht von Kim verlangen, dass er jetzt nach 3 Wochen da den Abwehrchef gibt. Das ist doch wohl auch klar. Wie soll das funktionieren? Also die Formkurve geht schon etwas nach oben im Vergleich zur letzten Saison, aber es gibt nach wie vor zu viele einfache Fehler im Spiel, zum Teil absolut unverständlich, Fehlpässe drin, so die Art und Weise, wie Leverkusen sich manchmal einfach durchkombinieren konnte ohne Gegenwehr, fand ich erschreckend. Mir kommt es oft so vor, die Bayern-Offensive will den Ball ins Tor tragen, es muss immer der perfekte Spielzug sein, einfach mal draufknallen oder Flanken oder Steil spielen, ist wohl unter ihrer Würde. Der perfekte Spielzug würde ja bedeuten, dass wir irgendwie Kombinationsspiel da vorne viel versuchen. Das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich immer so, ja, Leroy hat den Ball, Leroy macht eine Einzelaktion oder spielt dann wieder auf den Kimmich rüber, dann geht's wieder auf die andere Seite. Dann ist da der Flügelspieler, der eine Einzelaktion versucht. Ich sehe da jetzt nicht so, wo Müller da war, ja, da hat man Kombinationsspiel teilweise gesehen. Ansonsten geht mir das leider ab. Ja, habe ich ja auch schon mehrfach jetzt gesagt. Mir gehen die Kombinationen vorne ab. Wann haben wir das letzte Mal vorne Sorry, wann haben wir das letzte Mal vorne mal einen Doppelpass gesehen? I don't know. Ist schon lange her. Und wie gesagt, ein Harry Kane hängt, seitdem er bei uns ist, komplett in der Luft. Ja. Also ist gar nicht eingebunden ins Offensivspiel. Also das muss sich auf jeden Fall ändern. Aber auch da, das braucht einfach Zeit. Alles gut. Wie bei Minjay auch. Ja, keine Frage. Also immer mal abwarten. Wir haben 3 Siege, ein Unentschieden gegen starken Gegner. Was auch ein verdientes Unentschieden war. Also von daher ist doch alles gut erstmal. Aber ja, wir müssen halt einfach mal wieder den Ball tief spielen und nicht nur so Chip-Scheiße, was der Kimmich spielt. Und wir müssen einfach mal wieder Flanken spielen. Ja, nochmal, wir haben Harry Kane da vorne drin, Alter. Und der wird einfach nicht bedient, also wild.
Aber das ist natürlich Aufgabe des Trainers. Ne? Wenn das nicht die Taktik ist, die Tuchel spielen lassen will, dann schwierig. Aber dann verstehe ich auf der anderen Seite nicht, warum man sagt, ich will unbedingt einen Harry Kane haben. Also, I don't know. Bleibt abzuwarten. Absolut deiner Meinung, entweder er gibt beide oder gar kein Elfer. Für mich persönlich die Lichtblicke der Partie Leimer und Tell. Mein Negativeindruck, Musella hat einen kleinen Höhenflug. Das sind Dinge, die Tuchel bei Musella schon in Vorbereitung erwähnt hat. So viel Dribbling und dass er nicht im richtigen Moment abspielt. Aktuell würde ich sagen und hoffen, dass man bis Weihnachten von Verletzungen verschont bleibt, sonst sehe ich schwarz, was das Double angeht und ein mögliches Viertelfinale oder Halbfinale der Champions League gewinnt. Da muss ein Sechser her und am besten noch ein Knallertransfer, ein Vorgriff auf die nächste Saison. Florian Wirtz muss, egal ob im Winter oder im Sommer, eins der obersten Transferziele sein. Top-Junge, Top-Spieler, ein Muss für Bayern München und Gnabry muss ganz schnell verkauft werden. Ja, den will bloß keiner haben. Ob man das hören will oder nicht, Bayer Leverkusen hat mehr Spielkultur als Bayern München, attraktiver, schneller, variabler Fußball. Vollkommen richtig, bin ich genau bei dir. Respekt an Xabi Alonso und die anderen handelnden Personen von Bayern 04. Und da er nicht mal ein Jahr dort geschafft hat, vor knapp 2 Jahren hat man noch 15 zur Halbzeit Leverkusen geführt mit Top-Fußball. Das war mit die beste erste Halbzeit, die eine Mannschaft in Europa gespielt hat und jetzt 2:2 zu Hause, egal, schönes Wochenende. Ja, ganz klar spielt Leverkusen aktuell den besseren Fußball im Gegensatz zu uns. Wie gesagt, wir haben meiner Meinung nach keinerlei, also ich erkenne kein Konzept unterm Tuchel bisher, was unser Offensivfußball anbelangt. Ja, man hat jetzt gesagt, ja, wir haben jetzt Harry Kane, Punkt. So, unser Aufbauspiel durch die Mitte à la Kimmich, Goretzka ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, nichts gegen Leon. Leon nimmt den Ball, rennt 30 Meter, wenn er den Platz hat. Ansonsten spielt er den Ball auch nur quer. So, ist seine Spielweise. Punkt. Das muss man ihn gar nicht für kritisieren. Kimmich dasselbe. Kimmich spielt den Ball quer nach hinten oder er macht seine alten Chipbälle. Alles andere. So, wann hast du mal den letzten Ball von Kimmich in die Tiefe gesehen? Ist ewig her. Hat man in der Vorbereitung gesehen, dass Leimer mehr Bälle in die Tiefe gespielt hat in den Vorbereitungsspielen wie ein Kimmich. Aber wir halten ja weiterhin an unserer tollen Doppel-6 oder Doppel-8 oder wie auch immer man das nennen möchte, fest. Und da seht ihr, verschlägt's mir schon die Sprache. Ja, wie gesagt, das ist aktuell leider nicht zeitgemäß, was wir durch die Mitte spielen. Deswegen geht jeder Ball nach außen, was okay ist. Wir waren schon immer eine Mannschaft, die über außen gespielt hat mit Robbery. Aber da gab es auch Flankenwechsel. Da gab es Diagonalbälle von der Innenverteidigung. Da gab es, wenn wir den Ball links hatten und links überlagert haben, gab es den Diagonalball nach rechts, so dass der rechte Mittelfeld oder der rechte Außenspieler dann auch mal Raum hatte und Platz hatte. All das haben wir nicht. Wir spielen total statisch, wie eine Handballmannschaft, immer um den 16er quer. So. Ganz selten, dass mal irgendwie ein tiefer Ball kommt. Und wenn der kommt, meistens ist der andere Spieler überrascht oder der Ball kommt schlecht. Wir sehen gerade keinen guten Fußball. So, aber noch stimmen die Ergebnisse. Ja, das ist aktuell, was ein Tuchel aktuell rettet. Sonst hätte das, glaube ich, schon richtig geknallt. Weil der Fußball, den wir aktuell zeigen, ist schon schwierig. Ich habe auch schon 1:2 gegen Leverkusen zu Hause miterlebt, da waren wir aber die bessere Mannschaft. Ja. Das Video, worauf ich gewartet habe. Also der Satz, den Ball von Goretzka hätte ich auch gemacht. Vielleicht etwas Fußballexpertise haben und den Laufweg, den er macht, sehen, weil das stark war. Nur so ein Tipp am Rande, wenn man sich erlaubt, Noten zu geben, ohne wirkliche Analyse. Mantas Müller, oder was? Mantas Müller. Mhm. Ja. Minjay war Weltklasse, bis auf die 2 Pässe. Keine Ahnung, was ich für ein Spiel gesehen habe. Ja, den lachst du mal, die kriegst du von mir zurück, Alter. Wo war der denn bitte Weltklasse, Alter? Weltklasse. Da kann ich mal den Kommentar von davor nehmen. Ja, Weltklasse. Weltklasse. Alto Belly. Ja, Halleluja. Gut, aber dann hast du halt einfach andere Ansichten vom Fußball, genau wie hier vor. Wir müssen nicht über die Laufwege eines Goretzkas reden. Dass ein Goretzka in den 16er geht, ist bekannt. Ja? Und trotzdem an der Position, in der der Spieler da ist, macht er den rein. Punkt, den hätte ich auch reingemacht. I don't know. Wenn dir das hier
zu oberflächlich ist, ja, dann guck's halt nicht, Alter. Fertig aus. Weltklasse war das definitiv nicht, aber auch nicht so schlimm, wie in der Einzelkritik zu hören war, meiner Meinung nach. Dein Lachen ist an dieser Stelle mehr als unangebracht. Ja, komm. Sehe ich auch so, Kimmich schon relativ gut, macht das echt gut in den Spielen bisher, was ich aber auch verstehen kann. Er wurde mir hier in den Kommentaren auch hochgeschossen, als wäre der neue Van Dijk. Nochmal, Min-Jae, um das nochmal klar zu sagen. Klar hat er gute Ansätze, wird uns mit Sicherheit auch noch gut tun. Weltklasse, wenn du Weltklasse spielst, spielst du als Innenverteidiger keinen Ball den Leverkusener im Mittelfeld in die Füße und rennst auch nicht wie früher ein Lucio komplett blind 20 Meter in die gegnerische Hälfte, um dann zu sehen, oh, ich habe gar keine Anspielstation, ich spiele den Ball zu meinem Nebenmann, der Meter neben mir steht. Der verliert den Ball. Der Ball wird schnell in die Schnittstelle gespielt und Min-Jae trabt nach hinten. Anstatt da in 120% Vollsprint nach hinten zu rennen, um die Lücke wieder zu schließen. Nein, lässt ein Upa da alleine stehen. Wenn das unter Weltklasse als Innenverteidiger zählt, dann I don't know, Alter. Dann haben wir halt einfach komplett unterschiedliche Ansichten, was ein Innenverteidiger heutzutage zu leisten hat. Das hat nichts mit Weltklasse zu tun. Aber gar nichts. Und ansonsten war es eine solide Leistung. Ja, na klar. Aber auch, wo war da Weltklasse? Ja, die meisten Zweikämpfe gegen Boniface hat Upa gemacht. Und nicht Min-Jae. Gegen wen hat es ja in den Zweikampf gegangen? Also, Weltklasse. Eieiei. So, wollte ich nur noch mal abschließend sagen. Im Sommer sind die Bayern mit Farbe hier auf YouTube losgerollt und haben einen erzählt, bester Verteidiger Serie A, der rasiert alles, Weltklasse-Verteidiger, absolut Superstar, der natürlich zu Bayern will, etc. Vor 1,5 Jahren, wo der in China gespielt hat, kannten den 100% der Bayern-Fans nicht. Ja, warum sollten wir den auch da gekannt haben? Und außerdem hat er nicht vor 1,5 Jahren in China gespielt, sondern in der Türkei, oder nicht? Also wenn er ein Jahr gespielt hat in Neapel, davor hat er in der Türkei gespielt. Also kann er da nicht in Japan oder in China gespielt haben. Also Aussage überprüfen hier, ne? Bevor den Bayern kommen, blablabla, dann holt Bayern ihn und gleich Weltklasse, weil eine gute Saison mit Neapel, wo die ganze Mannschaft überperformt hat und die beste Saison seit 43 Jahren gespielt hat. Ich finde das immer alles amüsant, wo Gerücht war, Walker kommt zu Bayern, war der auch Weltklasse und Beste, was er für mich auch ist. Dann sagt Walker ab, löst den Gag auf, jetzt heißt es, zu alt und kann nichts mehr. Würde Terodde im Winter zu Bayern wechseln, würden die dir auch erzählen, Top-Stürmer, ähnlich. Übrigens auch bei dem tollen De Ligt, der es bei Tuchel nicht mal mehr in die Startelf schafft und wenig auffällt. Bei Juve aussortiert, aber weil er zu Bayern kommt, gleich bester Innenverteidiger im Universum. Ja, es gibt mit Sicherheit so Leute, die das so handhaben. Sehen wir ja hier auch in der Kommentare von wegen Weltklasse und so. Bin ich komplett bei dir. Aber das hat ja nichts mit dem FC Bayern zu tun. Das ist ja gang und gäbe heutzutage. Ja. Heutzutage spielst du eine gute Halbserie, Alter, und bist gleich der neue Messi oder der neue Van Dijk oder der neue was weiß ich was. Man wird heute so schnell hochgejubelt. Fakt ist, Min-Jae wurde zum besten Verteidiger der Serie A gekürt, hat ein gutes Jahr gespielt. Punkt. Wenn er dann zu uns kommt, kann man davon reden, dass er ein guter Innenverteidiger ist. Ja, na klar, kann man diese Ansprüche haben. Hat er die bisher erfüllt? Nein. Punkt. So, das Thema De Ligt ist natürlich völliger Schwachsinn, was du hier schreibst. Dann solltest du dich mal mit ihm auseinandersetzen. Er war letzte Saison der einzig konstante Spieler bei uns. Dass ein Tuchel ihn jetzt draußen lässt, ja, da muss der Tuchel sich mal zu äußern, warum er das macht. Er wird es wahrscheinlich machen, um Min-Jae, den er unbedingt haben wollte, da jetzt durchzusetzen. I don't know. Verstehe ich nicht. Walker, ja, gab auch genug Leute samt mir, die hier gesagt haben, Walker mit 33, ob das alles so Sinn ist, da irgendwie 15 Mille für 2 Jahre und so weiter zu zahlen. Man muss sich da auch nicht immer nur die einzelnen Kommentare dann rauspicken. Ja. Ja, auch da hast du immer die Leute, die sofort, ja, der kommt zu FC Bayern, neuer Weltstar, beste ever. Und wenn es dann nicht klappt, dann gleich umschwenken wie Fahnen im Wind. Ja, diese Leute hast du immer. Ja, aber die hast du nicht nur beim FC Bayern, die hast du bei jedem Verein. Und ja, so ist das heutzutage halt einfach. Es gibt wenige Menschen, die ihre Meinung haben und die äußern und da auch stabil bleiben. Tell ist absolut geil, besser als Gnabry und Coman, müsste immer spielen.
Besser als Gnabry aktuell auf jeden Fall. Coman tut sich auch ein bisschen schwer unterm Tuchel bisher, aber war jetzt auch nicht so schlecht. Vor allen Dingen sieht man bei Coman immer, dass er wenigstens versucht, macht und tut und sich auch durchbeißt, wenn er mal 20, 30 Minuten schlecht ist. Bei Gnabry ist immer so das Gefühl, ja, heute 10 Minuten gespielt, ich merke schon, das läuft heute nicht so, ich lasse das einfach mal. Lauf mal noch ein bisschen mit. Oder so hat man das Gefühl beim Gnabry. Da hat man nie das Gefühl, dass er sich reinbeißt und noch versucht, irgendwie ganz wild. Kimber extrem stark, super Zweikampfverhalten, mein Fehler. Mehr Fehler als die 2 Fehlpässe habe ich nicht gesehen. Aha. Was hat das mit Minjay-Bashing zu tun, Alter? Eieiei, Leute, Alter, ihr müsst mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich habe es jetzt schon mehrfach ausgeführt. Ihr solltet euch mal gucken, was ein Innenverteidiger zu machen hat. Ein Innenverteidiger, wenn er den Ball in der Mitte, man hat einen Opa zerrissen letztes Jahr dafür, ja, weil die beiden Bälle dann zu Gegentoren geführt haben. So, stellt euch mal vor, Minjay spielt 2 so eine Bälle im Halbfinale der Champions League. So, du kassierst 2 Dinger. Oder er läuft, wie er es gemacht hat, 20 Meter in die gegnerische Hälfte und bleibt da stehen. Und dadurch kriegst du einen Konter und das Gegentor. Ja, dann ist hier gleich wieder Holland in Not. Also mal ganz ehrlich, Alter. Ein Innenverteidiger misst man an Fehlpässen, die er den Gegnern in die Füße spielt. Punkt. Dann kann ich nicht davon reden, er hat ein super starkes Spiel gemacht oder er war Weltklasse. Was ist denn los mit euch, Leute? Junge. Was habt ihr denn für Vorstellungen vom Innenverteidiger? Du sagst ja zum Stürmer auch nicht, du warst Weltklasse, wenn er kein Tor geschossen hat. Also man muss noch ein bisschen die Position beachten, die er spielt. Bild. Aber gut, vielleicht habe ich ihn einfach komplett falsch gesehen. Jedem seine Meinung, alles gut. Für mich ist ein Innenverteidiger, der 2 Fehlpässe den Leverkusen in die Füße spielt in dem Mittelfeld und nach vorne rennt und dann nicht nach hinten kommt, ist für mich keine gute Leistung von einem Innenverteidiger. Und schon gar nicht Weltklasse, Alter. Trainer von Leverkusen hatte taktisch umgestellt nach 20 Minuten. Komisch, dass da bei uns nie funktioniert. Ja, aber das wird ja auch umstellen bei uns. So, wir kriegen es ja noch nicht mal hin, mal zu sagen, Sané und Gnabry wechseln mal die Seiten für 15 Minuten. Das kriegst du ja noch nicht mehr hin. So, wo willst du dann umstellen? Welche Variabilität sollen wir denn haben, wo wir umstellen können? Kimmich und Goretzka, kannst den einen weiter nach vorne, den anderen weiter nach hinten stellen. So, wo willst du was umstellen? Ich wüsste nicht wo. Auf Dreierkette? Können wir nicht. Dürfen wir nicht. Wir spielen ja nur Viererkette. Wild. Keine Ahnung. Schwierig. Heute muss ich dir leider mal widersprechen, waren die ersten 20 bis 25 Minuten klar besser, das stimmt. Und wir müssen in der ersten Halbzeit schon 3 Tore machen durch die Chancen, die wir hatten. Aber am Ende war es ein ausgeglichenes Spiel. Habe damit gerechnet, dass es ein X wird. Na klar, war es zum Ende ein bisschen knifflig, die Entscheidung, aber im Ganzen war es schon okay. Ich habe jetzt nicht mit einem Kantersieg von uns gerechnet. Kane ist für mich wie ein Fremdkörper, wird kaum eingebunden ins Spiel. Einmal mit Sané, bester Mann auf dem Platz. Für die Bayern Ulreich, gute Paraden gehabt. Ja, wo hast du mir jetzt widersprochen? Genau dasselbe habe ich doch erzählt. Oder bin ich jetzt gerade... Oder habe ich jetzt schon Alzheimer und habe meine Worte aus dem Video vergessen? Das kann natürlich sein nach 3 Tagen, aber eigentlich habe ich genau das erzählt. Wild. Wild. Oder meinst du, deine Benotung ist anders? Wie meine? Das ist natürlich völlig okay. Obwohl das auch noch einigermaßen gleich aussieht. Wild. Nee, verstehe ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, sorry. Ich weiß nicht, wo du mir gerade widersprichst. Aber gut. Vielleicht hast du das Video auch nicht bis zum Ende geguckt. Ich hast du nur den Anfang geguckt, wo ich geraged habe, keine Ahnung. Bevor ich schaue, kann ich nur sagen, dachte Mannsruhi ist der Schlimmste auf dem Platz, aber da war ja noch Schlager. Tuche sollte Martell vor Gnabry spielen lassen. Mal schauen, was du sagst. Deine Benotungen sind fast deckungsgleich mit meinen, außer dass ich Kim eine 4 geben würde und Mannsruhi deutlich schlechter gesehen habe, gerade weil vorher Leimer da war. Bei Musiala dachte ich das Gleiche, wenn er nicht langsam die Balance hinbekommt zwischen Dribbeln und Passen, hängt ihn jetzt ab. Weil er derzeit nur ins Dribbling geht und dann eine Aktion zu machen, passen oder schießen. Musiala nur dribbelt. Ja, Musiala ist aktuell einfach viel zu eigensinnig, leider. Ich weiß auch nicht, vielleicht will er gerade etwas erzwingen und unbedingt zeigen,
Vielleicht hat er gerade nicht das Gefühl, dass auf ihn gebaut wird oder so, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Ne? Ihm fehlt so halt einfach gerade, ja, wie aber unser ganzen Offensivspiel, so man fairerweise sagen. Ne? Fehlt so das Zusammenspiel und ja, die Kombination und wie wir auch schon gesagt haben, so ein Harry Kane hängt halt völlig in der Luft. Schwierig aktuell vorne. Aber vielleicht muss ich das einfach ein bisschen finden. Vielleicht gibt Tuchel da aber auch kein klares Konzept vor oder gibt ein klares Konzept vor, was die Spieler dann versuchen umzusetzen, was sie dann nicht so können oder so, keine Ahnung. Das wissen wir ja alles nicht, da stecken wir nicht drin. Ist halt immer schwierig. I don't see much difference in our game science. Nagelsmann got canned. Everyone on TV or the internet has the same opinion on Kimmich, but in our club no one is listening. Ja, gut, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Naja, ich fand, unter Nagelsmann haben wir zumindest in der Hinrunde besseren Fußball gespielt, als wir jetzt unter Tuchel spielen. Aber ja, ansonsten, die Ergebnisse stimmen halt aktuell. Ne? Es ist jetzt auch nicht alles so schlecht, wir müssen jetzt auch nicht wieder alles kleinreden. Aber ja, teilweise ist es nicht viel anders. Aber habe ich ja auch schon gesagt, meines Erachtens nach fehlt halt einfach der Abwehrchef in der Viererkette. Wenn er den Licht nicht mag und ihn nicht haben möchte, I don't know warum, ist am Ende Wurst, muss man damit leben. Ja, er ist der Trainer, er entscheidet, Punkt. So, aber da muss er dafür sorgen, dass jemand da hinten, entweder Minje, auch wenn er erst 4 Wochen da ist, oder Opa, endlich die Fresse aufmachen und das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die Viererkette organisieren. Plus das defensive Mittelfeld. Ja, da muss einer sein, der Anweisungen gibt, der anfeuert, der Gas gibt, der macht und tut. So, ein Opa ist das einfach nicht, ist nicht seine Spielart, ist nicht seine Persönlichkeit, was völlig okay ist. Da muss halt Minjay das machen. Fertig. Auch wenn er erst 3 Wochen da ist. Wenn Tuchel das so will, dann will er das so und dann muss er das machen. Fertig. So, das geht uns halt einfach ab. Und deswegen haben wir dieselben Probleme wie unterm Nagelsmann. Weil unterm Nagelsmann hatten wir auch keinen, der da hinten den Chef gegeben hat. Ist schon mal eine Sache. Ja. Und nochmal, so ein Leimer gehört ins Mittelfeld. Wir haben das teilweise gesehen, was er uns dann da gibt. So. Aber das wird halt nicht passieren. Weil keiner die Eier haben wird, einen Kimmich mal rauszunehmen oder zu sagen, Josh, spiel mal bitte den rechten Verteidiger und einen Leimer und einen Goretzka im Mittelfeld. Wirst du halt nicht erleben, weil das dann wieder als Majestätsbeleidigung gilt. Ja. Ich würde echt deine Meinung zu Tuchel interessieren. Erkennst du ein Spiel? Nee. Nee, habe ich ja vorhinein schon gesagt. Ich erkenne aktuell gar keinen Stil. Null. Absolut null. Ich erkenne, das Einzige, was ich erkenne, ist, ja, wir spielen handballmäßig den Ball über 5 Stationen auf die andere Seite und wieder zurück. Oder der Außenspieler macht eine Einzelaktion, zieht in die Mitte, was dann natürlich zugestellt ist, und spielt den Ball wieder in die Mitte nach Kimmich. So, Kimmich spielt den Ball dann wieder weiter nach außen oder nochmal eine Zwischenstation über Leon oder sonst wen. Und dasselbe Spiel von vorne. Wir sehen kein Kombinationsspiel vorne. Wir sehen kein, ja, lass uns mal irgendwie über außen mal versuchen, Flanken zu schlagen auf dem Harry Kane. Nee, also ich sehe kein Spielprinzip. Ich weiß nicht, ob das aktuell so ist, so, hier spielt ihr vorne, wie ihr meint. I don't know, ich weiß es nicht. Ganz wild. Wir können halt aktuell wirklich froh sein, dass ein Sané so eine gute Form hat. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Der ist der es gerade so ein bisschen rausreißt da vorne. Weil ein Kane wird nicht eingebunden. Ja, ein Harry Kane reißt natürlich auch raus mit seiner, wir haben es ja gesehen, er hat trotzdem 4 Tore gemacht. Also, das ist schon wild. I don't know. Ich sehe da auch kein Spielprinzip. Gar nicht. Komplett auch mit Kimmich Goretzka. Das ist auch wieder so gefühlt, ja, hier sind die beiden, macht mal, was ihr wollt. So, da siehst du auch nicht mal, was ist jetzt der Plan? Ist jetzt ein Kimmich der Sechser? Mal gegen Leverkusen hat man es gesehen. Ne? Das war das erste Mal, da hat man gesehen, so Kimmich war eher der alleinige Sechser und Leon war er davor. So. Aber das hat sich dann nach 20 Minuten wieder erledigt, weil Kimmich
I don't know, sich dann wieder nicht genug gewürdigt gefühlt hat, weil er nur der Sechser ist und da hinten das Spiel ordnen soll. Kimmich sollte einfach mal verstehen, dass ein Sechser genug Ruhm erlangen kann, wenn es ein guter Sechser ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, anderes Thema. Ja, kurze Antwort, nein, ich sehe absolut gar kein System oder Spielstil gerade. Das System sieht man, ja, 4-1, 4-1 manchmal, ganz wild. Dann wie immer 4-2-3-1, was wir seit Jahren spielen. Aber du siehst nicht, sollen die Außenverteidiger jetzt, beziehungsweise man sieht ja schon, dass sie nicht hinterlaufen sollen. Auch so ein Davis läuft ja ganz selten, hinterläuft ja mal ganz selten. Ja. Genauso wie es ein Mazrui nicht tut oder ein Leimer, und ein Mazrui oder ein Nus kann auch super Flanken. Hat er unter Nagelsmann gezeigt, dass er das kann. Aber wir spielen nicht mit Flanken. Ich weiß nicht, warum nicht. Weil wir haben jetzt auch noch einen Leon auf dem Feld, wo wir gerade hier auch schon in den Kommentaren gesehen haben, so laufwegemäßig. Leon ist ja auch der Spieler, der mit reinrückt. So, dann hast du einen Leon und einen Kane, die schon mal köppen können. Und wenn Müller auf dem Platz steht, der hält auch die Birne hin. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Spieler, die nicht köpfen können. Ich finde, vielleicht hat sich ein Tuchel gedacht, oh nee, Leverkusen ist mir zu kopfballstark oder was. Wir richten uns auch aktuell irgendwie mehr am Gegner aus, als unser eigenes Spielprinzip mal zu haben und zu sagen, so, wir sind der FC Bayern, das ist unser Spielstil und den knallen wir durch. Da kann man sich immer mal ein bisschen anpassen, wenn der Gegner dann wer Großes ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr Respekt hat, kann man da vielleicht ein paar Sachen anpassen, aber im Grundprinzip musst du doch erstmal eine Spielidee haben und die dann auch durchziehen. Siehe Leverkusen. So, haben wir nicht. Also ich sehe nichts im Moment. Für mich ist das der typische Bayern-Fan. Ich bin zwar auch einer, aber wie kann man nicht sehen, dass Boniface oder Wirtz das sehr gut gespielt hat und Bayer das echt gut verteidigt hat. Der Gegner war auch richtig gut. Sowas muss man doch auch bewerten. Man kann doch nicht so oberflächlich Mist vor sich reden. Oh, gut, Junge. Tschüss. Dann gehe ich gar nicht drauf ein, Alter. Guck dir das Video vielleicht mal ganz an und... Junge, Alter. Top, ehrlich und kompetent, mach bloß weiter so, tut so gut bei den ganzen Schwachkopf-Kommentaren im öffentlichen Fernsehen. Klarer Elfer, da spielt das keine Rolle, ob das 2 Meter vor der Torlinie oder an der letzten Ecke des 16ers ist. So ist halt die Regel. Ich würde mich lieber über Davis aufregen. Was geht der da am Arsch des Strafraum da so rein in der 94. Minute zu Musiala? Klar, den Ball gespielt von Verteidiger ohne rosarote Brille. PS mit Tellern statt Gnabry hätte Bayern das Spiel zu 100% gewonnen. Ja. Erstmal gehe ich komplett mit dir. Ja, es ist die Regel, es ist Wurst, wenn du nur ein Bein auf der Linie hast und sonst außerhalb des Strafraums bist, zählt das als Foul innerhalb des Strafraums. Alles gut, gebe ich dir recht. Dass ein Davis da nicht so hingehen muss, gebe ich dir auch recht. Der Hofmann macht da halt viel raus, aber er hat ihn berührt. Es ist ein Elfer. Punkt. Gar keine Frage. Dass der Leverkusener Verteidiger den Ball spielt, mag so sein. Ich weiß nicht, ob du das Verhalten vorher gesehen hast, wo er dann den Ball spielt. Ja, wenn man so Kleinigkeiten pfeift, ist das halt einfach auch ein Elfer. Mit rosa-rote Brille auf. Eins vorweg, der Spiel genauso kritisch wie du, aber für die Aufstellung und die Einsatzbereitschaft des Spielers ist immer noch der Trainer verantwortlich. Leider zu wenige Spieler auf dem Platz wie Leimer, Müller, Tell. Wenn das so weitergeht, kann der DFB seinen neuen Trainer vorstellen, Thomas Tuchel. Ja, ich überlege gerade, wen er hätte aufstellen sollen. Ja, er hätte natürlich mal einen Pavlovic bringen können, wenn er Eier gehabt hätte, aber gegen Leverkusen machst du das auch nicht. Ja, I don't know. Ich wüsste nicht, wen er hätte auch. Er hätte Tell von Anfang an bringen können, ja, da bin ich bei dir. Aber ansonsten hat er ja schon die aufgestellt, die heiß waren. Also. Du hast halt im Moment, ja, De Ligt wäre noch eine Sache gewesen. Aber ansonsten hast du ja im Moment nichts anderes. Wen hättest du jetzt anders aufstellen wollen? Ja, eben. Wir haben aber leider nicht mehr Spieler im Kader. Das sehe ich halt genauso. Also,
Schlechter wie ein Nus kann der Nachwuchs auch nicht sein, selbst in so einem Spiel. Ja gut, das ist dann aber ein Spieler. Ne? Und der hat ja auch nicht begonnen, das Spiel. Also von daher. Naja, Kim war in der ersten Halbzeit einen der besten. Upa war schwächer am Anfang und wurde immer besser. Wir lieben den Müller, aber er sieht immer und immer älter aus. Ich fürchte die Saison noch und dann ist Schluss für ihn. Ja, aber trotzdem war Müller vorne der versucht hat, mal einen Kane ins Spiel zu bringen und der auch mal versucht hat, ein bisschen Kombinationsspiel zu bringen. Aber ja, na klar, gebe ich dir vollkommen recht. Müller wird auch nicht mehr die Power haben für 90 Minuten alle 3 Tage. Ja, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber wenn Musiala weiterhin so diese Form hat, die er gerade hat, wird Müller aber auch trotzdem seine Chancen bekommen. Und ja, ich denke auch, dass das Müllers letzte Saison ist bei uns. Es sei denn, er wird nächste Saison auch so den Standby-Profi machen, dass er damit leben kann, dass er als Joker für 30 Minuten reinkommt. So, dann kann Müller immer noch wertvoll sein. Aber ansonsten bin ich da bei dir. Sehe ich das ähnlich, was Müller betrifft. Verdientes 2-2, beide Mannschaften können damit zufrieden sein. Jede Mannschaft hätte das Spiel gewinnen können. Freistoß fand ich unstrittig. Wenn man so zum Ball geht, dann muss man zusehen, zuerst am Ball zu sein. Das war Müller nicht und damit klares Foul. Auch der Elfmeter war regelkonform. War deutlich mehr Kontakt am Standbein wie bei der Musiala-Szene. Fußball war immer noch ein Kontaktsport oder noch nicht. Eieiei. Wenn der Leverkusener Richtung gespielt hatte, dann kann man den Elfer geben, weil es eine Tormöglichkeit ist. Aber so wie gestern, nein, der Spieler entfernte sich aus dem 16er und bettelte um diesen Kontakt. Wenn man von jetzt ab kein Spieler mehr berühren darf im Spielfeld, wenn man das schon macht, dann muss man alles pfeifen und auch das Vorlaufen Musiala, egal ob er den Ball noch spielt oder nicht. Aber klar ist, dass wir in diesem Jahr wieder alle 50 Entscheidungen gegen uns haben werden, so wie letztes Jahr auch. Das wird uns wieder Punkte kosten. Mal sehen am Ende der Saison, ob es reicht, um uns die Meisterschaft streitig zu machen. Letztes Jahr hatte es fast geklappt. Ja gut, das spielt am Ende des Tages keine Rolle, ob du jetzt mit dem Ball aufs Tor gehst oder mit dem Ball vom Tor weg. Fakt ist, es war eine Berührung da. Ja, das ist ja unstrittig beim Fonsi. So, es war eine da, die ein Streifschuss war, sag ich mal. Ja, Herr Hofmann legt es darauf an, das sieht man ganz klar. Da müssen wir doch auch nicht drum herum reden. Und ja, er hat den Kontakt gekriegt, wirft sich hin, kriegt den Elfmeter. Alles gut. Nochmal, alles gut. Wir reden nicht darum, dass man den nicht geben kann. Na klar kann man den geben, aber da muss man auf beiden Seiten die gleiche, wie nennt man's? Die gleichen Werte anwenden. Ja, so. Da muss ich auf der anderen Seite das Ding auch pfeifen. Punkt. Fertig. So, ich kann nicht auf der Seite das anwenden und auf der Seite wende ich das so an. Ich meine, dass nicht nur ich oder nicht nur wir Bayern-Fans das so sehen, hat Jan Gräfe auch gezeigt. Und der eine oder andere. So, klar gehen die Meinungen da auseinander. Und na klar hat's ein Hofmann schlau gemacht, aus Sicht der Leverkusener, gar keine Frage. Und nochmal, ja, es war ein Kontakt da. Kann Davies halt auch anders lösen. Fertig. Aber wenn man den pfeift, da muss man auf der anderen Seite sich das Ding auf jeden Fall auch wenigstens mal angucken. Ja? So, das ist ja, was mich am meisten eigentlich aufregt. Auf der Seite kommt der Fahrer und sagt, hallo, 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 hallo. Guck dir das mal an. Auf Musiala Seite gar nichts. Weiterspielen, fertig. Warum? Weil Musiala nicht so eine Show abzieht, wie es der Hofmann macht und sich da hinkugelt und tut, als wäre ihm gerade das Bein ausgerenkt worden, Alter. So, das ist der feine Unterschied, ja. Und wenn ich darüber nachdenke, riecht es mich schon wieder auf, wie ihr merkt. Von daher lassen wir das jetzt. Bayern kann nie zufrieden sein, wenn man zu Hause nicht gewinnt. Ja, wenn das Ergebnis gerecht ist, ist das okay. Wie gesagt, mit dem Ergebnis kann man ja am Ende des Tages zufrieden sein. Beziehungsweise muss man auch zufrieden sein, weil wir nicht wirklich besser waren und in der zweiten Halbzeit auch nicht aus meiner Sicht gezeigt haben, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Aber ja, die Umstände waren halt ein bisschen weird. Komisch, wie so Wahrnehmungen auseinandergehen. Ich würde sagen, der ganze Rest der Liga ist der Meinung, dass 50-50 Entscheidungen meistens pro Bayern gepfiffen werden. Aha.
Ja, dann guck dir mal die 50-50 Entscheidungen letzte Saison an, Alter. Wie viele davon für uns gepfiffen wurden. Aber bitte dann auch nicht nur in den Spielen, wo es dann wirklich mal drauf ankam, ja. Guck dir mal Spiele an, wo wir 2-0, 3-0 oder sonst was gewonnen haben, 3-1 oder sonst was, wie viele 50-50 Entscheidungen da gegen uns gelaufen sind. Also da muss man schon alle 50-50 Entscheidungen mit einbeziehen. Und ja, da bin ich beim Gerhard Berger. Das war letzte Saison schon hart. Ja, und wird diese Saison nicht anders laufen. Was auch okay ist. Mein Gott, wie gesagt, nochmal, das darf keine Ausrede sein, dass wir das Spiel unentschieden gespielt haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit einfach nicht das, was wir in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt haben, gezeigt, den Wille, den Wollen, dass wir das Spiel gewinnen wollen, haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr gezeigt. So, wir haben uns mit Leverkusen darauf geeinigt, auf dem Spielfeld so gefühlt, ja, ist okay, ein Unentschieden für beide Mannschaften. Man hat gesehen, so beide Mannschaften haben weniger Kraft, Länderspiele, alles gut, war völlig okay. Gehe ich völlig d'accord mit. Und da muss man sich jetzt nicht an so einer Schiri-Entscheidung dann hochziehen. So, man hat es dann am Ende des Tages nicht verdient. Hätten wir die Leistung gezeigt, hätten den Willen gezeigt, dass wir das Spiel wirklich gewinnen wollen, würde ich mich darüber mehr aufregen. Wenn man dann das Spiel so dann noch 2-2 spielen würde, so am Ende des Tages war es ein verdientes Unentschieden. Fertig. Die Auswechslung von Kimmich und Müller war schon vorher geplant gewesen, also ist Kimmich nicht wegen der Leistung ausgegangen. Ja, habe ich mittlerweile auch mitgekriegt. Egal warum, aber man sieht ganz deutlich, es geht prima ohne Kimmich. Ja, warum auch nicht? Müller war auch der Spieler, der bei der Nationalmannschaft bis zu seiner Auswechslung gerannt und angerannt ist, bis ihn ein Havertz ersetzt hat, der schon müde war, als er nur aufs Spielfeld kam. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Daniel Schlager hat es mal wieder geschafft, uns ein paar Punkte zu nehmen. Wir waren über das Spiel definitiv nicht das bessere Team und können uns mit dem 2:2 sehr zufrieden geben. Und vom Glück reden, einen Boniface ohne kalte Schnauze gegen sich gehabt zu haben. Fußball ist trotzdem ein Ergebnissport, aber das war der Schiri, der heute gepfiffen hat, ist wirklich eine absolute Frechheit. Ich könnte vor Wut platzen, als Hofmann im Interview von einem klaren Elfer spricht. Mit dem Gnabry-Tellwechsel kann ich dir zu 1000% zustimmen, nee, zu 10.000. Auch dem Schiri kannst du eine glatte 6 geben. Für mich war das eine grottenschlechte Leistung des Schiris. Ich freue mich jetzt schon auf deine Reaktion zur Pressekonferenz, wenn es um die Standardfrage geht, wieso Kimmich heute nicht die Ecken gemacht hat. Ja, aber er hat ja seine Sehne im Fuß war ja nicht so gut. Deswegen durfte er die Ecken nicht schießen. Ja, sehe ich genauso. Habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, habe ich auch schon im Video gesagt, das Ergebnis geht völlig in Ordnung. Wir waren auch nicht die bessere Mannschaft. Wir haben auch nicht den besseren Fußball gespielt, den der Leverkusen gespielt. Ja, die Art und Weise ist dann ein bisschen komisch. Letztlich trotzdem gleich das Unentschieden, ist richtig. Ja. Selber war einer für mich, der für Musiala aber auch. Hofmann hat mit Sicherheit auch absichtlich gemacht. David Davis aber selber schuld, also hinter das Geschenk. Ja, da gebe ich dir recht. Hofmann war mit Rücken zum Tor, seitig im Strafraum, wenig Chance, da was rauszumachen, würde als Verteidiger bei 2 da nicht so. Ja, sehe ich genauso. Dein voriger Post kam das ein bisschen anders rüber. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Der Elfmeter war berechtigt. Was schimpft ihr über den Schiedsrichter? Hofmann war auf dem Weg auf den Journalist, muss einfach wegbleiben. Junge, du hast das Ganze auch immer noch nicht verstanden. Ne? Ja, es war ein Elfmeter. Wenn er den Elfmeter pfeift, muss er den Elfmeter auf der anderen Seite für uns auch pfeifen. Das ist der einzige Punkt, über den es hier geht. Und nicht darum, dass das kein Elfmeter war. Klar jetzt? Ja? Danke. Junge, Alter. Meine Fresse, Alter. Manche Leute raffen es aber auch nicht. Klar kannst du darüber diskutieren, bla, Sülz, zu wenig Kontakt, gewollter Kontakt von Hofmann und so weiter. Alles gut, er hat ihn am Ende berührt im Strafraum, der andere Spieler fällt, es war eine Berührung, Punkt, 11 Meter. Völlig okay, keine Diskussion. So, da muss man auf der anderen Seite aber das Ding genauso pfeifen. Wenn man das dann nicht tut, dann misst man mit zweierlei Maß und dann kann man sich darüber aufregen. So, that's the point, nichts anderes. Also ich fand Kim zusammen mit Upa sehr stark. Ja, 1 bis 2 Fehlpässe, aber es liegt daran, dass er mit ein bisschen Risiko spielt und Goretzka ist für mich fehl am Platz. Zu Thema Kim habe ich alles vorher schon gesagt. Mich würde auch mal deine Meinung zu Tuchel interessieren. Von außen betrachtet wirkt er so, als ob er keine Ahnung hat von dem, was er da coacht. Er wirkt auf mich wie ein Trainer, der im Trainerduell gegen andere Topmanager keine Chance hat. Als United-Fan will ich mich hier auch nicht weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass wir in der Allianz Arena Punkte mitnehmen könnten.
Unsere Mannschaft ist noch nicht gut genug und wir haben viel zu viele Ausfälle. Varane, Shaw, Amrabat, Mount, Anthony Sancho, aber ich bin es von Ten Hag gewohnt, dass er sich zumindest taktisch mit den großen Namen der Premier League anlegt. Tuchel erscheint mir als Trainer, von dem man keine überragende Trainer-Performance-Taktik erwarten kann. Gut. Wie sehe ich Tuchel? Eieiei. Das ist eine schwierige Frage. Erstmal fangen wir vielleicht mit United an. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß, dass ein Sancho bei euch nicht wirklich angesehen ist, also ob man da jetzt vom Ausfall reden kann oder nicht, weiß ich nicht. Bin da auch nicht im Thema drin. Man wird sehen, ob ihr was mitnehmt oder nicht. Bei uns ist aktuell leider, so wie letzte Saison auch, alles möglich. Auch wenn wir ein bisschen stabiler sind, ja, dass wir nicht mehr so dieses komplette Ergeben haben, wenn wir ein Gegentor kriegen oder so. Aber ansonsten ist auch alles möglich. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Vom Tuchel bin ich bisher leider super negativ überrascht. Ja, das kann ich so festhalten. Ich war hellauf begeistert, wo es hieß Tuchel für Nagelsmann. Weil ich einen Tuchel bei Paris gesehen habe, Tuchel dann bei Chelsea. Ja, aber Chelsea war es auch nicht der schönste Fußball. Definitiv, aber es war halt erfolgreich. Ich habe mir einfach vom Tuchel bei uns erwartet, dass er die knallharten Entscheidungen trifft. Wie er sie bei Paris getroffen hat, wie er sie bei Chelsea getroffen hat, zum Beispiel mit dem Havertz und so weiter. Oder auch mit dem Werner, das hat ihn auch nicht interessiert, ob da jetzt 80 Millionen geflossen sind oder sowas. Wenn das nicht gepasst hat, wenn die Leistung nicht gut war, waren die draußen. So, all das habe ich mir von ihm bei uns erhofft, weil genau das Problem war, oder der Art Trainer, die wir hätten gebraucht nach Nagelsmann. Wir haben einen Trainer gebraucht, der gesagt hätte, hier, alle fangen bei Null an, alle. Und ich stelle nach Leistung auf. Und dann macht ein Tuchel dasselbe, was der Nagelsmann gemacht hat, mit Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané. Die haben alle gespielt letzte Saison, obwohl sie keine Leistung gebracht haben. Ja, man hat einen Tell komplett ignoriert, man hat viele andere, einen Gravenberg komplett ignoriert. Da hat man sich schon verbrannt in einer gewissen Art und Weise. Ja, jetzt haut man De Ligt raus, warum auch immer. Keinerlei Erklärung, keinerlei Ansatz. Ja, er wäre in der Vorbereitung, war er angeschlagen und war nicht richtig fit. Hat trotzdem in der Vorbereitung jedes Spiel gemacht. Ja, war ja immer Halbzeit für Halbzeit, da hat er jedes Mal gespielt. Das Argument ist für mich absolut scheinheilig. Tell kommt da mittlerweile nicht mehr drum herum. Wird sehr spannend sein, ob er ihn gegen United aufstellt von Anfang an. Ich erwarte es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es wird wahrscheinlich wieder ein Gnabry oder wenn Coman bis dahin wieder fit ist, ein Coman auflaufen. Das ist so gerade das Problem. Wobei das jetzt so langsam in eine bessere Richtung geht, wie ich finde. Das war letzte Saison noch schlimmer. Da hat man diesmal gesehen, dass er einen Goretzka mal draußen gelassen hat, um ihn mal ein bisschen zu pushen, was ja einigermaßen geklappt hat. Aber in der Innenverteidigung zum Beispiel, wie gesagt, Minjay war super schwach, die letzten Spiele mit seinen Fehlpässen. Das kannst du als Innenverteidiger nicht bringen. Kimmich auf der 6 genauso mit seinen Fehlpässen. Das nimmt man so hin, warum auch immer, um den Spielern vielleicht zu zeigen, yo, ich stehe hinter dir, sonst was. Kann gut sein. Ja, wie gesagt, der Erfolg gibt ihm ja auch noch recht. Mit 3 Siegen, ein Unentschieden, ist ja alles gut. Aber, was wir hier auch schon in den Kommentaren hatten, man sieht einfach kein Spielkonzept. Also ich sehe keins. Vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht reicht mein Fußball-Sachverstand dafür nicht aus. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich sehe kein Konzept, wo man jetzt sagt, das ist Tuchel-Fußball. Oder das ist sein Konzept. Ja, was man sieht, klar, unsere 4er-Abwehrkette rückt nicht mehr so weit hoch, wie es unter Nagelsmann war, dass wir teilweise 10 Meter in der gegnerischen Hälfte standen. Was Leverkusen übrigens tut, teilweise. Das tun wir gar nicht mehr. Unsere Viererkette bleibt tief stehen.
oder relativ tief. Das ist der einzige Unterschied, den ich aktuell sehe. Ansonsten machen wir dieselbe Grütze, die Nagelsmann zuletzt gemacht hat. Unsere Außen spielen auf den verkehrten Seiten, sind nur dafür da, um in die Mitte zu ziehen und irgendwie aufs Tor zu schießen. Anstatt mal die auf die richtigen Seiten zu stellen, dass wir mal mit ein paar Flanken spielen würden. Unsere Außenverteidiger flanken nicht, auch nicht mal aus dem Halbfeld, obwohl wir einen Kane auf dem Platz haben und obwohl wir jetzt mittlerweile wieder einen Goretzka auf dem Platz haben. Flanken sind irgendwie verboten bei uns. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Wir spielen nicht mal über Außen bis zur Grundlinie durch. Nicht einmal. Das ist auch verpönt. Tun wir nicht. Man sieht vorne keinerlei Kombinationsspiel. Ja, man sieht aus dem Mittelfeld, aus dem mittleren Mittelfeld, 6er und 8er Position, sieht man keinerlei Ball mal tief in die Spitze auf einen Kane, auf einen einstartenden Sané oder sowas. Sieht man auch super, super selten. Wenn, dann sieht man total behäbigen Spielaufbau, dass der Gegner sich zurückzieht, wir da handballmäßig drumherum spielen. Dann sieht man irgendwann mal einen Chipball von Kimmich, was dann auch mal klappt. So, das sind dann so die Highlights. Ja, unser Spiel ist super lahmarschig, ist super langsam im Aufbau, ist komplett auf Sicherheit ausgelegt gefühlt. Und trotzdem haben wir diese Sicherheit trotzdem nicht. Ja? Ganz wild. Also keine Ahnung. Ich weiß es, ich warte noch auf den schockverliebten Zustand. Ja, in der Champions League sehen wir es vielleicht. Ja, letzte Saison haben wir in der Champions League auch unser wahres Gesicht gezeigt. Ich bin sehr gespannt, ob es dieses Jahr wieder so ein Unterschied ist. Ob man dann wieder sieht, so dass jeder 110% gibt und will und macht und tut. Thema Tuchel schwierig. Also ich glaube, ja, ich habe es letzte Saison schon gesagt, zum Ende hin. Er wird sich schon teilweise verbrannt haben. Der Vorteil ist, der große Teil der Spieler ist weg. Ja, Gravenberch ist weg, Pavard ist weg. Also an denen er sich verbrannt hat, die hat man halt einfach alle aussortiert. Ja, auch die ganzen Jugendspieler, die keine Chance gesehen haben, die hat man alle verliehen oder verkauft. Der einzige, und den wollte man auch noch loswerden, war Tell, der gesagt hat, er möchte bleiben. Aber wäre es nach Tuchel gegangen, hätte man ihn auch noch verliehen. Ja, schwierig. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir einfach mal wieder Fußball spielen. Einfach mal wieder die Grundprinzipien zeigen. Ich weiß nicht, ob ein Tuchel vielleicht auch wie ein Guardiola ähnlich alles zu sehr zerdenkt und dann immer sagt, ja, und wir müssen uns jetzt am Gegner orientieren, müssen da, hier und dann stelle ich den auf, je nachdem, wer da spielt. Und am Ende des Tages spielen trotzdem immer dieselben. Ja, ich meine, ich erinnere mal daran, letztes Mal, ja, es ist kein Müller-Spiel. Nee, es ist kein Müller-Spiel. Es ist auch kein Müller-Spiel. Alter, wir sind der FC Bayern. Wir diktieren, wie wir spielen. Ja, es sei denn, wir spielen Champions League gegen Manchester United oder sonst ein großes Kaliber. Dann kann man gerne mal so reden. Aber ansonsten sind wir der FC Bayern in der Bundesliga, Alter. Und da orientieren wir uns nicht an anderen Mannschaften. Da orientieren sich die Mannschaften an unserem Fußball. So, aber unser Fußball ist so statisch, dass er so durchschaubar ist, besteht aus keinerlei Überraschung. Wir können froh sein, dass wir einen Harry Kane haben. Das ist ein Leroy Sané, der aktuell gute Form hat. So, das ist das Einzige, was uns aktuell am Leben hält vorne. Traurig, aber wahr. Ja. Ich sehe kein Konzept. Schwierig, ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sehen es ja auch daran, dass ein Tuchel sagt, ja, zum Eckenthema sage ich gar nichts. Das macht mein Standardtrainer, der ist dafür zuständig. Ich schreite da nur ein, wenn es irgendwie, was weiß ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hatte. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen. Also die Ecken vom Sané waren alle gefährlicher als wie die 300.000 Ecken, die der Kimmich vorher getreten hat. Dann kommt mir nicht wieder mit irgendwelchen Statistiken, Alter. Sané haben wir gesehen, wie viele Ecken es gedauert hat. Also nur eins von vielen Themen, ich weiß es nicht. Tuchel wirkt auch irgendwie angeschlagen für mich. Auch in der Pressekonferenz wieder. In der Pressekonferenz vorm Spiel. Also diese Lockerheit, diese Lust, was er noch in der Vorbereitung versprüht hat bei den Pressekonferenzen, ist komplett weg. Ja, vielleicht ist er jetzt super angepisst, dass das mit dem Spieler nicht geklappt hat oder auch mit der Rechtsverteidigerposition. Ich denke, er ist kein Nuss-Fan. Definitiv nicht. Man sieht auch, dass ein Nuss unter ihm nicht performt, wie es unter Nagelsmann getan hat.
Der rechte Verteidiger ist gerade irgendwie tot. Er ist aber auch kein Leimer-Fan. Ne? Oder er war es vielleicht mehr, dann wieder ein Goretzka und ach, ich weiß, ich sehe halt keine klare Linie beim Tuchel. I don't know. Ganz schwierig irgendwie. Ich weiß ja nicht, ich sehe halt auch keine Spielidee, dass man jetzt sagt, ja, pass mal auf, wir haben jetzt einen Heavy Kane, wir haben einen Goretzka, der wieder schön immer reinpusht in den 16er. Lass uns doch jetzt unser Hauptaugenmerk auf Flanken legen. Oder lass uns 50-50 machen. Lass uns mal eine Flanke schlagen, mal dass der Außenspieler reingeht. Lass uns die Seiten doch mal alle Viertelstunde wechseln mit den beiden Außenspielern, dass wir halt einmal spielen, dass wir in die Mitte ziehen, dass wir dann die andere Seite das andere Mal spielen, dass wir mehr versuchen, auf die Grundlinie zu gehen, um mal Flanken zu schlagen. Sehe ich alles nicht. Viererkette steht, Punkt. Da siehst du auch nicht mal, dass es im Spielaufbau vielleicht mal eine Dreierkette ist, dass es dann mal eine Fünferkette wird oder sonst was. Da sind wir auch komplett unflexibel. Die Viererkette steht da und muss da stehen. Und ja, ich sehe da kein Konzept. I don't know, ich weiß es nicht. Ja, das Konzept ist habe ich gerade schon gesagt, 4-2-3-1, unser Standardsystem, was wir seit 200 Jahren spielen, was super abhängig ist von unseren Zweiern nach der 4. Ja, ansonsten haben wir dann auch mal ein 4-1 da hinten gespielt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Ergebnisse geben ihm recht. Das ist so das Ding. Ten Hag, ja, I don't know. Ich kenne Ten Hag nur, wo er bei uns die zweite Mannschaft trainiert hat. Ja. Hat dann, ja, in Holland hat's gut gemacht. Ich denke, er muss jetzt zeigen, ob er reif ist, eine große Mannschaft zu trainieren, ne? Jetzt, diese Saison. Frag mal Guardiola, unterlegen Tuchel gegen ihn ihren Champions League Finale gegeneinander. Ich dachte immer, dass der Tenor nach dem Spiel der war, dass Guardiola sich vercoacht hat, zu kompliziert gemacht, etc. Aber ich meine, ich habe noch keine gute Taktiken von Tuchel beim FCB gesehen, weder heute noch im Champions League aus gegen City zum Beispiel. Ich meine, ich erinnere mich an kein einziges Spiel. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Außerdem war es ja verrückt, wie Guardiola ausnahmslos jede Mannschaft letzte Saison dominiert hat. Ja, sehe ich leider genauso. Habe ich ja gerade ausgiebig ausgeführt. Aber auch gegen City keinerlei Ideen, keinerlei Überraschung. Ja, wir sind komplett ausrechenbar im Moment. Deswegen tun wir uns ja auch so schwer gegen die tiefstehenden Mannschaften. Weil wir einfach kein Konzept haben. Wenn eine Mannschaft tief steht, steht sie tief. Ja, was machen wir dann? I don't know. Wir spielen wie im Handball den Ball um Ringelpitz. Wir flanken nicht, wir machen keine Seitenverlagerung, keine schnellen Seitenverlagerungen, keine Diagonalbälle aus der Innenverteidigung, nichts. Alles nicht zu sehen. Bild. Hab vor 3-4 Wochen eine längere Analyse gemacht, wie er spielen lassen will. Eine gute Spielidee. Ich sehe die Spielidee nicht im Moment. Ein Unentschieden, eine Riesenkatastrophe für einen Bayern-Fan. Alter. Lieblingsspieler sind Tell und Leimer und De Ligt. Und der unbeliebteste ist Kimmich. Nein, das stimmt nicht. Der unbeliebteste ist schon Serge. Ne? Wollen wir mal ganz klar festhalten. Und Lieblingsspieler Tell, Leimer und De Ligt. Lass mich mal überlegen. Eigentlich habe ich gar nicht so die Lieblingsspieler. Die Zeiten sind leider vorbei. Würde ich schon Kane zählen. Einfach weil er so eine Aura hat. Tell auf jeden Fall, ja, weil er halt einfach ackert. Genauso wie Leimer. Leimer auch aus dem Grund, weil er sich einfach den Arsch aufreißt. Und De Ligt eben auch aus diesem Grund. Ja? Ja. Ist halt so. Traurig, aber wahr. Aber mit Lieblingsspieler hat das nichts zu tun. So. Wenn Tell jetzt scheiße spielen würde und so eine Einstellung am Tag legt wie ein Gnabry oder ein Leimer die Einstellung von Kimmich am Tag legt oder die Ligt die Einstellung oder ich sag mal genauso passiv wäre wie die anderen beiden Innenverteidiger, was die Führungsqualitäten in der Vierer-Abwehrkette angeht, würde ich sie genauso
genauso schlecht sehen. Also das hat jetzt nichts mit den Menschen zu tun oder sonst was. Es hat einfach was mit der Performance zu tun, die ich halt mag. Und ich mag es halt, wenn die Spieler sich den Arsch aufreißen und man sieht, dass sie Lust haben und wollen und für den Verein brennen. So, und das sieht man bei den 3 Spielern halt, die du hier hingeschrieben hast. Was man bei vielen anderen Spielern nicht sieht. Ja, und nochmal, Kimmich ist nicht der unbeliebteste. Ich habe einen Kimmich bis zur letzten Saison, ich glaube sogar noch in der Hinrunde, bis aufs Blut verteidigt gegen alle Kimmich-Hater in den Kommentaren, die Saison davor schon. Ja, aber dann war das Maß voll. Und wie gesagt, sollte sich ein Kimmich endlich mal auf die Aufgabe fokussieren, die er kann, oder was heißt, die er kann, die von ihm verlangt wird, habe ich gar nichts gegen Kimmich. Ja, ich mag einen Kimmich, dass er super ehrgeizig ist. Das sieht man auch, habe ich auch gesagt, beim Torjubel dann, wo er mitgeht, da sieht man, dass er Kimmich für den Verein oder für den Sport lebt und wie ehrgeizig er ist. Aber er kriegt es auf dem Feld einfach nicht umgesetzt. So. Er ist halt einfach kein Sechser. Auch wenn er das denkt, er ist es halt einfach nicht. Zumindest nicht die Art Sechser, die wir benötigen. So. Und das ist auch kein Vorwurf an ihn. Das kann er einfach nicht. Das ist nicht seine Spielweise. Punkt. Ja. Gerne kann er bei uns als rechter Verteidiger spielen. Da würde ich einen Kimmich sehr wahrscheinlich wieder feiern. Alternativ ist natürlich, wenn wir dann mal irgendwann einen defensiven Sechser haben, dass ein Kimmich die 8 spielt. Und dann kann er mich gerne versuchen zu überzeugen, ob er die Position ausfüllen kann. Aber die Position, die er aktuell spielt, kann er halt einfach nicht ausfüllen. So. Und das liegt noch nicht immer daran, dass er zu schlecht ist oder dass er es nicht will. Er kann es einfach nicht. Punkt. Er will einfach alles auf dem Feld machen. Er möchte am besten noch den Ball vorne reinschießen und hinten auf der Linie den Ball halten. So hat man das Gefühl. Aber alles das, was er nach dem Spiel immer darstellt, dass er sagt, ja, und hier, wir waren scheiße und ich bin hier der große Leader und bla und Sülz, all das zeigt er auf dem Feld nicht. Ich vermisse auf dem Feld einfach, er spielt die Position, die perfekt ist, um das Spiel zu leiten. Um das Spiel langsam zu machen, um das Spiel schnell zu machen, um die Spieler auch mal Anweisungen zu geben, mach mal hier, mach mal so, mach mal diesen Laufweg, um die Spieler aber auch anzufeuern. All das macht ein Kimmich nicht. Das macht er alles nach dem Spiel, vor dem Spiel, in seinen Interviews und so weiter, bringt er das alles rüber, auch glaubwürdig. Auf dem Platz sieht man nichts davon. Und das ist die große Diskrepanz, die ein Kimmich hat. Und deswegen ist es, dass ich ihn dafür kritisiere. Und das hat nichts damit zu tun, dass er der unbeliebteste Spieler ist. Ja, der unbeliebteste Spieler ist Serge seitdem er den Vertrag verlängert hat quasi. Aber selbst da lobe ich ihm, wenn er ein gutes Spiel macht. So, aber das passiert halt nur alle Jubeljahre mal. Aber so wirklich unbeliebteste Spieler oder Lieblingsspieler habe ich einfach nicht mehr. Das war früher mal anders, so Mehmet Scholl-mäßig Zeit, ja, da gab es viele, wo ich noch sagte, Lieblingsspieler. Da gab es aber auch nicht irgendwie einen Spieler, wo man gesagt hat, den mag ich nicht. Ja. Weil da hatte man nicht das Gefühl, dass da ein Spieler ist, der nur da ist, um die Kohle abzugreifen. Ich kann mich an keinen erinnern. So Lisa-Zeit. Selbst wenn es nur irgendein Indianer war, so ein Fink. Ja, einfach eine Arbeitsmaschine oder ein Jeremis, einfach eine Arbeitsmaschine. Ja, nie gesagt, ich bin der große Anführer, sonst was. Einfach Arbeitsbienchen. Aber wo man gemerkt hat, die reißen sich den Arsch auf, geben alles für den Verein. Da hast du das Gefühl aber auch bei jedem Spieler gehabt. Und jetzt musst du Spieler wie Tell, Leimer und De Ligt herausstellen, weil sie das rüber transportieren. Und deswegen sind sie auch beliebt bei den Fans. Weil sie das rüber transportieren, dass sie für den Verein brennen, dass sie sich den Arsch aufreißen, dass es ihnen wichtig ist. Und das ist doch ein Armutszeugnis für alle anderen Spieler, die auf dem Platz stehen. Bin ich aber auch super abgeschweift. Bitte mal eine Reaktion auf Goats Bayern 20, 12, 13. Eieiei. Hätte Kimmich nie aufstellen sollen, hätte er auch nicht. Umdumpeln auf Augenhöhe, feier ich. Ja, war ja nun mal so. Zusammenspiel war bei Leverkusen besser, bei uns wollen alle am liebsten schon aus 20 Metern das Tor schießen, da kommt kein vernünftiges Zusammenspiel zustande. Und gut, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass bei uns alle aus 20 Metern aufs Tor schießen wollen. Zusammenspiel bei Leverkusen war um Welten besser. Leverkusen ist uns da um Welten voraus aktuell. Da habe ich ja schon mehrfach ausgeführt.
nach vorne, wir haben kein Zusammenspiel. Das ist ganz wild. Traurig, aber wahr. Palina hat seinen Vertrag verlängert. Ja, ja, haben wir ja schon mal gesagt, das Theater da. Knauri hatte ich mal mehr die Haare schön. Nee, hat er auch nicht mehr. Wild, ne? Servus, bist ein sympathischer Kerl. Grüße aus Hessen. Ja, grüß zurück, danke. Conny und Opa waren schon immer Leistungsträger bei uns in Leipzig. Die wollen nie Weltfußballer werden, sondern machen nur ihren Job. Na, ich glaube schon, dass ein Conny, ja, Weltfußballer, darum geht's ja nicht, aber dass sie Erfolg haben wollen, sieht man schon. Und ja, sie waren Leistungsträger in Leipzig. Keine Frage. Und können es auch bei uns sein. Thema Ingame-Coaching von Thomas Tuchel. Leverkusen nach 20 Minuten ein bisschen umgestellt. Bayern meiner Meinung nach nicht wirklich. Nee, haben wir auch nicht, können wir auch nicht. Aber was sollen wir umstellen? Haben wir gerade schon mal gehabt. Was willst du umstellen bei uns? Nochmal, wir kriegen es ja dann immer erzählen, dass ein Gnabry und Sané mal die Seiten wechseln. Weil dann wäre es ja so, dass der eine mal flanken könnte, vernünftig. Überleg dir das mal, das wäre doch ein Unding. Wir würden eine Flanke auf dem Harry Kane spielen. Das hätte ja was mit Fußball zu tun. So, was willst du sonst umstellen? Was willst du umstellen? Du kannst nichts umstellen bei uns. Was willst du umstellen? Kimmich und Goretzka sind das, was sie sind. So, wo willst du sie hinstellen? Ja, du könntest einen Kimmich als rechten Verteidiger mal stellen. Ja. Aber selbst dann wird er wahrscheinlich mehr in der Mitte rumrennen wie alles andere. Also. Aber was willst du umstellen? Auf eine Dreierkette hinten mit wem? Mit einem Davis? Mit einem Nus? Mit einem Leimer? I don't know. Müsstest du halt erstmal einen rechten Verteidiger haben oder einen linken Verteidiger, der auch einen vernünftigen Innenverteidiger spielen kann. So wie wir es mit einem Pavard hatten. Zum Beispiel. So, aber Dreierkette ist unter Tuchel keine Option. Genauso wie eine Fünferkette. Schwierig. So, was willst du umstellen? Ich sehe es gerade nicht. 2-2 geht okay, aber Schiri wieder unterirdisch. Note 6 mit Sternchen. Hofmann, so Schauspieler, wird sich für Oscar unsympathischer Mensch. Mensch, schon mit seinem Wechsel bei solchen Spielern, die sterbenden Schwan spielen, wünscht man sich Spieler wie Effe Jeremis, die dann mal abräumen. Jetzt hast du einen Grund zum Rollen. Fühle ich die Aussage. Seitdem Knappe den Vertrag verlängert hat, hat er keine Lust mehr und hat zugenommen. Ob er jetzt zugenommen hat oder nicht, ist ja wurscht. Guckt euch Ailton an, Alter. Der Kugelblitz hat trotzdem eingeschlagen. Ne? Oder guckt euch den dicken Ronaldo an. Den Brasilianer. Er war auch oft mal ein bisschen dicker, hat trotzdem zugeschlagen. Ja, das lasse ich nicht gelten. Er hat einfach, ja, wie du sagst, er kriegt die Mille und alles andere ist ihm scheißegal. Leider. Das einzig Positive waren die Ecken und Tell muss von Anfang an spielen und De Ligt. Ja, natürlich genauso. Ist das Mimimi geil, da geht es mir echt viel besser. Okay, Elfmeter kann man nicht. Werd das Gefühl nicht los, du hast ein anderes Spiel gesehen. Was soll ich mit dieser Aussage jetzt anfangen? Und solltest du das vielleicht ausführen, was du oder wobei du das Gefühl hast, dass du ein anderes Spiel gesehen hast? Wichser sagt man aber nicht. Wenn ich das gesagt habe, habe ich es gesagt. Also wenn die Tore anders fallen von Leverkusen, kann man sagen, korrekt ist unentschieden, aber so nicht. Das hat mir wieder das Wochenende versaut. Ja, wie gesagt, das Ergebnis war leistungsgerecht. So, die Art und Weise war halt ein bisschen komisch, ja. Ich hoffe, der Schiri wird den Doppelpass zugeschaltet und äußert sich zu den Elfmeterentscheidungen. Das ist das Einzige, wofür man den Mist noch schauen kann. Doppelpass habe ich schon ewig nicht mehr geschaut. Aber eben, das habe ich ja auch gelesen, hat er nach dem Spiel gemacht. Ja gut, zu der Elfmetersache habe ich auch alles gesagt. Wie ich Leverkusen hasse, damals gegen AS Rom haben sie so rumgeheult, dass sie nicht fair spielen würden. Ja, aber du kannst ja auch nicht, ich weiß, was du meinst, aber du kannst ja auch nicht Geschehnisse von früher mit jetzt vergleichen. Das passt ja auch immer nicht. Sich über der heutigen Zeit über leichtes Fallen zu beschweren, ist scheinheilig, das macht jeder. Nee, es hat halt ein Musiala nicht getan. Sonst hätte er halt auch den Elfmeter bekommen müssen. Also, es macht nicht jeder. Die Aussage ist leider völliger Schwachsinn.
Früher bei den Kommentare, Schiedsrichter taugt nichts. Der Elfer ist Gladbacher Schule. Schon letztes Jahr sind wir durch einen Elfer verarscht worden in Gladbach. Wenn sich Hofmann noch Richtung Tor bewegt hatte, dann konnte man es noch nachvollziehen. Aber nicht so. Der Hofmann ist rechte Seitenlinie gegangen und hat nur auf einen Kontakt spekuliert. Davis hat sich aber auch naiv verhalten, ihn so nahe zu verfolgen. Er hatte nur warten brauchen, bis er, ja eben. Also, es war ein Kontakt da, Punkt. Da muss man nicht rumdiskutieren. Aber habe ich jetzt auch schon oft genug alles zu gesagt zu dem Elfmeter. Mag die Videos wegen deiner kritischen, humorvollen Anmerkungen und Kommentare. Diesmal war es aber zu heftig und zu einseitig. Ich hoffe mal, der kleine Wichser, sowas geht gar nicht. Nächstes Mal besser nicht 3 Minuten nach Abpfiff aufnehmen. Zu einseitig? Nee. Hofmann, der kleine Wichser, hätte man Hofmann, der kleine Saftknödel ausdrücken können. Da bin ich bei dir. Zu einseitig finde ich nicht, weil ich habe gesagt, leistungsgerecht war das Ergebnis. Und wenn er den Elfer gibt, muss er den anderen auch geben. Und dass der Hofmann da eine riesen Szene draus macht, da bleibe ich auch bei. Ja, das ist nichts, was man als vorbildliches sportliches Verhalten darstellen kann. Ja, man kann jetzt argumentieren, er versucht alles für seinen Verein da rauszuholen. Alles gut, verstehe ich. Nochmal, es war ein Kontakt da, man kann den Elfer geben, war von sie zu ungeschickt. Aber man muss da auch das alles nicht so dramatisieren. Ich meine, wir sind uns alle einig, der Hofmann hat nur darauf gewartet, dass er einen Kontakt kriegt. Punkt. Ja, fertig. Fonsi war so doof, das zu tun. Es ist strafbar, es war im 16er Elfmeter. Alles gut. So. Aber ich muss da nicht so eine Show rausmachen, wie er es gemacht hat, so Andi Möller-Style. Und dann finde ich, das ist sportliches Verhalten halt nicht würdig. Ne? Wenn man mal sieht, wie auf der anderen Seite Musiala das macht, ja. So. Aber gut. Absolut lächerlich, dieser Elfmeter. Insgesamt werden die Dinger viel zu inflationär gegeben für jede kleinste Bewegung. Einfach lächerlich. Ja. Ist halt genau dasselbe Thema wie mit dem Handspiel. Da gibt es irgendwie keine klaren Definitionen mehr. Klare Elfmeter, keine Ahnung, warum man das nicht sehen will. Einfach mal auf die Beine schauen. Ja, klar war eine Berührung da, aber nochmal, ich habe zu dem Thema alles gesagt. Zeichne Hofmann nicht als Wichser, du Kasper, gerade eure Spieler sind die größten Schauspieler aller Zeiten, hat man etwas Respekt und beleidige keine anderen Spieler, aber typisch Bayern-Kunden, die immer die Schuld beim Schiedsrichter suchen. Ja, zu der Beleidigung gebe ich dir recht, kann man anders formulieren, habe ich gerade schon gesagt, Saftknödel in Zukunft. Dass unsere Spieler die größten Schauspieler sind, ist natürlich völliger Schwachsinn, von daher werde ich deinen Beitrag auch gleich ausblenden. Weil das einfach dummes Zeug ist, was du laberst. Hat man ja selbst in diesem Spiel auf der anderen Seite gesehen mit Musiala. Hat man etwas Respekt. Ich habe genug Respekt, aber nicht vor irgendwelchen Spielern, die extra Sachen provozieren und dann Schauspielern, als hätte man ihnen gerade die Knochen kaputt getreten, was der Saftknödel Hofmann getan hat in meinen Augen. Er hat eine leichte Berührung gekriegt, ja, dann kann er gerne fallen. Dann muss er nicht 2 Minuten auf dem Platz liegen, den sterbenden Schwan spielen und so tun, als hätte Fonsi ihm mit offenen Stollen in die Achillesferse getreten, was halt einfach nicht passiert ist, Alter. Aber da ich ein typischer Bayern-Kunde bin, der immer die Schuld beim Schiedsrichter sucht, muss ich dich hier auf meinem Kanal auch nicht haben. Zu der Thema Beleidigung gebe ich dir natürlich recht, das kann man anders formulieren. Keine Beleidigung als Voraussetzung, dass man bei dir kommentieren darf, aber selbst Hofmann als Wichser bezeichnet schämlich. Die Schiedsrichterleistung war top und dann Musiala war auch kein Foul. Ja, nochmal zu der Saftknödel-Beleidigung gebe ich dir vollkommen recht. Schiedsrichter war top, ist natürlich völliger Dummfick, Alter. Aber völliger Dummfick. Aber gut. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Ja. Wie gesagt, Wichser kann man sich schenken, passiert immer in der Emotion halt mal und das bin ich und deswegen ist das so. In Zukunft werde ich versuchen, Saftknödel zu sagen. Ja, mich triggern halt einfach solche Spieler, die da so ein Terz aus solchen Szenen machen, was halt einfach absolut lächerlich ist. Nochmal, es war eine Berührung da, man kann den Elfmeter geben, gar keine Frage. Muss man schreien, als würde man gerade abgestochen werden und nicht 2 Minuten auf dem Boden liegen bleiben, damit das Spiel auch ja unterbrochen ist und der Schiedsrichter auch ja Zeit hat, da irgendwie noch rumzumachen.
Nein, muss man nicht. Hat er natürlich schlau gemacht. Ja, völlig okay. Wenn er den Elfmeter gibt, muss er auf der anderen Seite den Elfmeter auch geben. Problem an der Sache, im Gegensatz zu dem dummen Kommentar, der hier stand, hat ein Musiala das nicht gemacht, hat sich nicht fallen lassen, hat sich nicht schreiend auf den Boden geworfen, ist 2 Minuten liegen geblieben. Hätte er das getan, wäre die Szene vielleicht auch mal überprüft worden und ja. Hätte Fahrradkette. Wie gesagt, am Ende des Tages gerechtes 2:2. Trotzdem war die Schiedsrichterleistung unterirdisch und Hofmann in meinen Augen total berechnen und total unsportlich, sich da so zu verhalten. Ja, wenn man berührt wird, kann man fallen, alles gut. Dann ist aber auch gut. Da muss man nicht tun, als wäre man gerade erschossen worden, Alter. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Dieselbe Meinung habe ich übrigens auch umgekehrt. Ja, wer den Kanal hier verfolgt, weiß das auch. Ich habe auch einen Hernandez damals dafür hart kritisiert, dass er bei jedem Foul da rumschreit und sich da auf den Boden schmeißt und so tut, als was weiß ich, wäre ja gerade erschossen worden. Also das gilt genauso für Bayern-Spieler auch, ja. Da müssen wir nicht drum herum reden. Also das ist einfach eine Sache, die ich nicht abkann, ob das ein Bayern-Spieler ist oder ob das ein gegnerischer Spieler ist. Und in diesem Sinne, Hovi.